Ja, ich freue mich sehr. Ich habe eine tolle Nachricht. Ihr seid die Ersten, denen ich sagen darf. Meine Frau und ich haben jetzt das zweite Kind. Ja! Hey, Dankeschön. Dankeschön. Danke sehr. Es ist ein Hund. Ja, auch toll, oder? Auch super, ja, toll. Ja, kurze Geschichte. Möchte kurz erklären, wie es dazu kam, dass wir jetzt auf einmal einen Hund haben. Meine Frau wollte einen, Geschichte Ende. Und viele sagen ja, ein Welpe ist so ähnlich wie ein Kind. Ich finde, man kann das überhaupt nicht vergleichen. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Ja, ein Welpe isst den eigenen Kot, ein Kind wirft ihn. Und ganz viele Menschen kommen heute zu mir und sagen, ja Maxi, das Leben mit Kind kann ich mir nicht mehr vorstellen. Dann sage ich immer, ja, das ist völlig wurscht, was du dir vorstellst, weil mit dem Kind kommt es immer anders. Ja? Ich habe meinen Papa damals gefragt, ob er Tipps hat fürs Vatersein und er hat gesagt, hab einfach keine Träume. Und dann hat er sich in den Kleiderschrank gesetzt, hat die Tür zugemacht und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Ja. Ja. Weil hier ist das Ding bei Kindern, was ich gelernt habe als junger Vater. Es geht bei einem Kind nicht um dich. Es geht ums Kind. Und das bringt ja die meisten heute schon völlig auf die Palme. Wenn sie nicht im Mittelpunkt stehen, wenn es einmal nicht um sie selber geht, schrie er in ein Mikrofon vor Fremden auf einer Bühne. Ein Kind ist Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit in erster Linie. Deswegen kann ich auch den Friedrich Merz nicht leiden. Den kann ich nicht leiden. Ja? Erzählt der was von Teilzeit-Lifestyle, weißt du? Meine Frau ist Teilzeit. Meine Kollegen da an der Bar und auch sonst, die machen wunderbare, intelligente, tolle Satire über Friedrich Merz. Ich nicht. Ich hasse den einfach. Ja? Moment. Den Kanzler, ja, das öffentliche Bild von ihm, ja, privat kann es natürlich sein, dass der Friedrich privat ein absoluter Schnuckelbär ist, ja, der am Lagerfeuer mit der Gitarre sitzt und Alerta anstimmt. Natürlich kann das sein. Aber öffentlich jetzt nur wirkt er auf mich immer ein bisschen unentspannt, ja. Ich glaube, der fragt sogar im Puff nach einer Quittung. Aber öffentlich sagt er, wir arbeiten alle zu wenig. Wir arbeiten zu wenig. Das ist ja das, wir sollen alle mehr arbeiten. Da sage ich, nein, die Arbeit, die gemacht wird, ja, die siehst du nicht und die schätzt du auch nicht. Das ist die Logik. Ja? Ich habe ihn neulich reden gehört beim CDU-Parteitag, habe ihn zugehört und habe mir wirklich gedacht, oh Gott, ich wünsche mir Andi Scheuer wieder. Aber wir sind nicht produktiv, sagt er. Wir sind nicht produktiv genug. Da habe ich jetzt mal im Duden nachgeguckt, was Produktivität eigentlich heißt. Und mit Duden meine ich habe die KI gefragt. Und Produktivität heißt das Erzeugen von abgesprochenen Ergebnissen. Da steht nichts von Dauer. Ja? Im Gegenteil, wer einfach nur länger arbeitet, wird müde und die Wahrscheinlichkeit, dass man Fehler macht, wächst. Ja, das heißt, länger arbeiten ist nicht immer die Lösung. Deswegen dauern die Auftritte hier im Schlachthof auch immer nur 3 Minuten. Dankeschön.